Der Prüfer möchte an Berli sein Jagdschein nicht zurückgeben, aber der Landrat steigt ihm so auf die Füße, dass er ihn schließlich da rausruckt. Der Christian geht für ein halbes Jahr zu die Ami und zu der Abschiedsfeier möchte Toni einen Rap singen, aber wie er sieht, dass das nicht gescheit kann, führt statt den etliche Beuteln aus den seiner Kindheit vor. Der Flori sagt der Emma, was alles in ihrer Freundin sein Poesiealbum einschreiben soll. Und die unsinnigen Sprüche kommen da so gut an, dass er jetzt auch noch 4 andere mit ihr zusammen ausfüllen muss. Zu Lansing sollen im September etliche Bürgermeister zusammenkommen. 20 Leute alles miteinander. Und das Essen möchte natürlich die Annalena herrichten. Aber da kriegt sie eine Konkurrenz, nämlich der Erika, sein Schwager. Das Zwiebel geht aber der Annalena schließlich einen Zuschlag. Und der Erika stinkt da recht. Weil die Emma im Rechnen schlechte Noten heimtragen hat, kriegt sie jetzt in die Ferien so lang keine Gurteln nicht, bis alles nachgelernt hat. Aber bei der Ururi kann sie sich mit Arbeiten ein Geld verdienen, dass sie sich etwas Geschleckerts kauft. Weil sie sich das aber ganz akkurat einteilen muss, lernt sie auf die Weise es Rechnen. Die Annalena und die Uschi und das Zwiebel gingen Fetzen kaufen. Der Roland möchte sie überreden, dass er eine Kunstgalerie anschaut, aber da gingen sie nicht hin, sondern in einen Laden für eine ausgeschämte Unterwäsche. Das Zwiebel kauft da ganz besonders von Sau die Stickeln, aber sein Gespuse legt nachher gar keinen Wert nicht drauf, weil es ihm als ein Nackerter am liebsten ist. Der Flori von Sau den Pfarrer sein neues Kanapee mit einem roten Weihbiersaft, wo die Kathi gerade in der Hand hat. Danach brauchen sie einen ganzen Tag, dass sie es mit Patrick seiner Hilfe wieder sauber kriegt. Einen Tag drauf schmeißt aber der Pfarrer das Mehl weg, weil er es altvaterisch findet. Trixi wird alle handiger zu ihren Alten, damit es weiterhaut, und der kennt sie überhaupt nicht mehr raus.